Aber dann gebe ich proposieren, dass wir aufhängen, für nicht mehr lang warten zu lassen. Wir sind auch wirklich ganz pünktlich. Vielmals merci für Ihre Präsenz heute mit. Das ist also so wichtig, dass da seht. Weil das heißt nicht irgendeine Pressekonferenz, dass die von unserem Nationalvorstand von der Rentrée 2024, von der ersten Rentrée, die wir nur als Sozialwahlen haben, von der ersten Rentrée, die wir nur mit der neuen Regierung haben. Und ich kann nicht so in den Morgen am Nationalvorstand war die Stimmung relativ rosen. Wir hatten noch den Saal immens voll, was der Gutzeichen ist, so dass auch ein Hauptgremium von unserer Gewerkschaft alertiert, als ob die Zeiten, die bei Störwerte kommen. Und wir mussten leider dann noch das Rentrée aufhängen, dass wir feststellen, dass der Ton so lös aufhängt, sich zu verschärfen. Und nun wird es immer festgestellt, wenn die neue Regierung will es hat, als Rosen zu machen, dann ist es ihnen gelungen. Wir haben so ein ganz lange Liste von Dossien, wo man aufhängen mussten als zu wehren, wo wir also GBL, Nationalvorstand, so nicht, das machen wir nicht mit. Aber immer dazu kommen, ganz kurz, denke ein bisschen den internationalen, den europäischen Kontext. Ich meine, wir betten uns hier an in Europa an eine Stimmung, die nicht gut ist. Also, das ist in vielen Ländern der Fall. Aber ja, eben auch nicht. Wir haben nicht ganz kurz fristig eben noch mit der Situation an Österreich festgestellt. Wir haben immer mehr Regierungen, wo der Rechtsruck geht, bis zu einem extremen Rechtsruck. Wir haben eine Situation in Frankreich, die immer mehr gespannt geht. Die wisst, dass heute der CGT aufgerufen zu einer Grève Générale, wo sie berechtigterweise sich ansetzen und streiten für sich 2 Hauptpunkte, ihre Pensionen und ihre Saläre. Und ich kann ja schon nicht viel zu greifen an das Spoiler so, aber bei uns werde doch in Pensionen an dem Saläre gehen. Und das nun einmal kein Geschäft von der Gewerkschaft, das als Daseinsberechtigung, da gehen sie so eine Substanz und da werden sie als keine lehren. Und wir haben da auf vielen Niveauen Attacke, wo wir erleben, was dann dazu gefördert hat, dass man den auch, die wisst, dass wir immer einen Punkt tun, Situation dans les entreprises et les secteurs. Ja, da hat man alle lange Liste und potenzielle Konflikte oder schon bestehende Konflikte quasi allen ökonomischen Sektoren. Wir gesehen da aber, ich fange dummer da auf nationalpolitischen Plan. Und ich meine, das Allerwichtigste, was zu sagen ist im Moment, die 2 großen Pilier von unserer Arbeit, die Leute an der Arbeit zu verteidigen und die Leute an der Pensionen zu verteidigen, gehen attackiert. Ich fange nur mit der Arbeit, weil das ist ein Thema, was noch nicht so in aller Munde ist, bon, an der Presse ist schon aber rapportiert gehen. Mir ihr wisst, dass wir zu Lützeburg mehr Kollektivverträge brauchen. Die wisst auch, dass nur GBL das schon 10 Jahre sieht. Wir haben schon, ich weiß nicht, die wievielten Arbeitsminister da konfrontiert, wir brauchen mehr Kollektivverträge im Land. Weil Kollektivverträge sind eigentlich den einzigen Garant für bessere Lohnbedingungen und bessere Paien für die Leute, also auch den einzigen Garant für mehr Lohngerechtigkeit und mehr gerechte Verteilung vom erschaffenen Reichtum. Und wir haben leider, das wissen wir, rund 50% Kuvertur von den Kollektivverträgen. Und da könnte dann eine europäische Direktive dabei, die ist ja recht gut, und die sieht, wir brauchen mehr Kollektivverträge. Man denkt, Büt auf 80% zu kommen an die Länder von der Kuvertur von den Kollektivverträgen. Das heißt, da ist die Regierung am Zugzwang, etwas zu machen auf dem Plan. Und wir sind noch froh drüber. Wir haben einen ganzen Forderungskatalog, den ich auch ganz kurz nach einem detaillieren. Das Einzige, was geschieht, das, dass wir mit einem Regierungsprogramm konfrontiert sind, den in eine gefährliche Richtung geht, und zwar dem den Patronatsvertreter recht zu gehen, so, wir machen hier eine Ouverture, dass auch Kollektivverträge können verhandelt gehen von Nicht-Gewerkschaften, von individuellen Salarien oder Delegationen, die nicht mit einer Gewerkschaft kommen. Und auf dieser Stelle hat als Nationalvorstand ganz klar Wort geschwart, dass das eine Rotlinie ist, das ist ein No-Go, das ist ein Attack auf die Gesamtlohnstruktur von Lützeburg,
Das ist ein Tab, ob gesund, ob die kompletten Kollektivvertragswesen und natürlich auch ob Gewerkschaften. Wir appellieren nun als Arbeitsminister nicht, ob die Fall ranzufallen und ob kein Fall ob krumm Gedanken zu kommen, eine Ouvertüre zu machen. Weil das ist von den wichtigen Akien noch von unserem Arbeitsrecht, weil das Arbeitsrecht ist ja da im Prinzip für die Salarié zu schützen. Und das Arbeitsrecht gilt als Recht, wie auch die europäische Direktive zu sagen, es müssen Gewerkschaften sein, die Kollektivverträge verhandeln, weil sie eben die nötige Unabhängigkeit an die nötigen Ressourcen am Moyen haben, für seriöse Kollektivverträge zu verhandeln. Das heißt, das kann keinen Fall weh sein, und das finde ich inakzeptabel zu sagen, wenn man will, mehr Kollektivverträge, dann kommen wir ohne die stehenden Gewerkschaften da. Und wir machen es am Betrieb, wo man das Kräfteverhältnis dann tun, wo die Salarien à la merci sind, am Anfang von Decisionen von ihrem Patron, wo sie an einem Aufhängigkeitsverhältnis sind, aber wo sie nicht die notwendige Aufhängigkeit tun. Und dafür ist das so ein wichtiger Punkt. Für uns, also GBL, der versteht das. Aber für uns in 1904 mal gewesen, wie zu sagen, wir waren halt wirklich für alle falschen Decisionen. Aber wenn es sollte zu falschen Wegen gehen, dann werden wir mobilisieren. Und wir werden eine Opposition machen zu allen Ideen, die in die falsche Richtung gehen. Wir wollen mehr Kollektivverträge, aber das sollen gut Kollektivverträge sein. Das sollen das mit Inhalt, mit Körper, mit Fuß, mit Sinn, mit Sachen, die Verbesserungen sind für die Leute. Weil dafür ist der Kollektivvertrag da. Und das geht nicht mehr über den dritten Weg. Und wir haben noch ganz viele Ideen, wie man mehr Kollektivverträge kriegen. Und dazu, ich würde nicht meinen, dass alle gute Matt kriegen. Wir haben eine ganz diversifizierte Ökonomie zu Lützeburg. Wir haben nicht mehr dieselbe Tissu-Ökonomik wie dem Moment, wo das aktuelle Kollektivvertragsgesetz geschrieben ist. Wir haben neue Realitäten im Terrain. Wir haben solche kleine Entreprisen, Mittelunterprisen. Da geht es nicht, dass man so, wir gehen überall einen Kollektivvertrag verhandeln. Das ist nicht machbar. Dafür brauchen wir mehr sektorielle Kollektivverträge. Und das ist als echt ein wichtiges Pist, am Anfang mit dem Gesetz eine Obligation kommen, wenn Gewerkschaft eine Negociation aufredet, mit einem Sektor für einen Kollektivvertrag zu verhandeln, dann muss die Patronatsverband von dem Sektor mit uns verhandeln. So wie es heute schon besteht am Betrieb. Heute haben wir eine Obligation de Negociation an einem einzelnen Betrieb, wenn wir Demande machen, für Kollektivverträge zu verhandeln. Und das muss auch auf sektoriellem Plan geschehen, weil das am Moment nicht möglich ist, weil die just für den Betrieb gilt. Und das muss aber passieren, für das wir es fertig bringen, als eine Taux de Couverture aufzusetzen. Und ich meine, das ist von den wichtigsten Punkten. Wir fordern keine Obligation de Resultat, weil das nicht so am Leben heißt, sind zwei Partner, die müssen man nicht verhandeln. Aber wir wollen just, dass die andere Seite ohne Verhandlungstisch kommt. Mehr froh machen nicht. Und das muss eine gesetzliche Obligation gehen. Und für das zu vereinfachen, dass auch die andere sehen, ich mache nicht dann aber mal, dann ich verhandle noch seriös, haben wir eine ganz andere Piste, wo man so die Stadt kann helfen, Incitativen zu schaffen, für die Einzelpatronen, für Kollektivverträge zu verhandeln, wo man könnte so eine Submission publique, ein Marché public kann nicht mehr akkordiert gehen und eine Entreprise, die ihre Kollektivvertrag hat. In anderen Ländern geht es. In Deutschland ist es der Fall. Das ist das machbar zu machen und gibt helfen, dass die Einzelpatronen noch so das gibt man nur ausstoßen und nur als für Kollektivvertrag auch seriös mal dann zu gehen mit der anderen Seite. Wir könnten noch so die ganz viel Entreprise, die immer akkordiert geht vom Staat, aber dass die gekoppelt gehen und eine Bedingung von einem bestehenden Kollektivvertrag, also von einem Kollektivvertrag, der muss negoziert gehen an den Entreprisen. Wie gesagt, wir haben eine ganze Reihe Sachen dem Arbeitsminister erbret, und wir erwarten uns eine seriöse, eine respektvolle Negoziation an einem Komitee permanent du Travail et de l'Emploi, wie das sich gehört, wie der Sozialdialog zu Lützeburg gefordert wird, unter eine positive Entwicklung vom Kollektivvertragswesen zu Lützeburg. Und das geht eben nicht, wenn ihr seht, wir schwachen Kollektivvertragswesen. Das ist genau das Kontra, was wir wollen. Da sind wir schon bereit. Und wir sind parat, weil das CPT wird geschwächt stattfinden, wo wir Leute befürworten, nicht in eine falsche Richtung zu gehen. Kommen wir sitzen als zusammen durch. Wir wollen halt nicht just die andere Seite schulden. Wir wollen an einem konstruktiven Esprit, sowohl für die Entreprisen und die Ökonomie, wie für die Leute, die da beschäftigt sind, eine seriöse Gesetzgebung. Und wir haben ja nicht so gefreut. Und das wird sicherlich ein von den größten Defis für den OGBL, an denen nächste Woche am Ende für das gute klar zu machen, an der Diskussion am besten um Verhandlungstisch, aber wenn es eben nicht geht,
immer auch domi weiter. Das muss ich ehrlich so, weil hier geht es wirklich die Lohnstruktur von Lützeburg. An den zweiten Dossier geht nicht mehr um Pläne, geht um Pensionen. Bon, zu den Pensionen hat Angibel schon immens viel gesagt. Und dafür machen wir es drei kurz, weil wir immer als immens lange Pressekonferenzen vom Nationalvorstand. Und ich gehe nicht mehr auf den Detail von unseren Forderungen an. Ich so nicht schüsst, dass paar Sachen wichtig sind zu wissen im Moment. Das wir werden endlich dann die erste Austausch mit der Ministerschule. Die hat gesehen, haben alle gut gesehen an der Presse, dass Madame Döpri gesagt hat, sie möchte hier Konsultationsrunden. Wir werden den 9. Oktober die erste Échange haben mit der Minister zu dem Pensionssystem. Wir gehen an die Entrevue auch zusammen mit dem LCGB. Das heißt, ihr müsst wissen, dass wir hier franc-commun mit dem LCGB haben auf der Frage von der Reform über den Regime General von den Pensionen. An Hai als wirklich auch ein Appell darin, das heißt ein gesamtgesellschaftlich froh, wie gehen wir mit der Gesellschaft wie gehen wir mit den Leuten, die das Leben lang geschafft haben, für nur eine Pension zu holen, wo man immer betonen, Pension ist nicht eine Sozialhilfe, das ist eine Kompensation für die Revenu, wo ihn erschafft wird, wo wir nicht wollen zulassen, dass ein starken, öffentlichen, solidarisch finanziertes Pensionssystem angegriffen wird. Und das aus sich betrifft jederin. Und das ist ein Appell, wo man immer machen, weil von politischer Seite wird da gesagt, ja, die aktuellen Rentner betrifft es nicht. Und das wird zu betreffen, wenn die Reform so durchgeführt wird, wie Heinz du Uge laut gehen hast von politischer Seite und noch von Patronatsseite. Weil 2012, wo die Lastreform gemacht gehen hast, die negativ war, die ganz viele negative Reperkussionen hat und viele Verluste am Sport, die betrifft doch die aktuellen Rentner. Und da wird gesagt, ja, das für die Jungen aufzusichern. Wir wollen die Jungen will aufsichern, da muss ich ein System aufsichern, weil ein System ist ein generationssolidarisches System. Aber wenn dann das eigentlich viel gegaukelt, wenn ihr seht, wir müssen dafür sorgen, dass es Kinder und Enkelkinder nach einen Rand tun, wenn wir das wollen machen, dann muss man ein System aufbauen, auch verbessern, den Haut besteht, und nicht attackieren. Weil auch genau das 2012 geschieht bei der letzten Reform, da haben wir oft genug gesagt, wir haben für die Jungen die 2012 an der bestritten haben Verluste bei einem Durchschnittssalär von bis zu 400.000 Euro auf ihrer Pensionsdauer. Das ist enorm. Also das ist am Anfang ein Liegen zu suchen, den die Jungen geschieht nicht, das so kontra für die Jungen zu schützen. Also sind wir alle gut betroffen, ob jung oder ob alt, ob eine aktive Beschäftigung. Jeder muss sich ersetzen gegen eine Verschlechterung von unserem Pensionswesen, gegen einen Aufbau von den Leistungen, gegen den Aufbau vom Niveau von den Pensionen, gegen die Verlängerung vom Rentenantrittsalter, für das ganz kurz zu machen. Weil wir werden sicher nach ganz viel überschwätzen, und es wird noch ganz viel Detail kommen, und wir werden noch mal CGB zusammen noch weiter auf dem Sujet kommunizieren und auch da, wenn es muss sein, mobilisieren. Just ein Wort dazu, weil ich meine, das Wichtigste so, und es geht immer geschwärzt von den Lützeburg und die Heischrenten. Das ist einfach nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wir haben keine Leute am Regime General, die eine Pension haben von 10.000 Euro. Weil ihr wisst, dass Madame Döpri gesagt hat, wir brauchen dann eine Pension von 10.000 Euro. Aber die gibt es nicht. Die gibt es an der Realität nicht an dem Regime General. Du gibt kein Pensionär, die eine Rente von 10.000 Euro haben. Zu Lützeburg als Pension moyenne 2.400 Euro im Monat. Und da wisst ihr, dass wir da mal dann nicht dran kommen. Wenn wir die rein Lützeburg-Karrieren holen, ohne Karriere mixten von den Frontalien, da sind wir bei um die 3.700 Euro. Das sind wir nicht weit vom qualifizierten Mindestlohn. Das ist die Realität von der Durchschnittsrente von Lützeburg. Du siehst mir nicht beim Floribuser, bei den Yachten an dem Champes. Das ist eine Realität. Und dafür haben wir ganz viele Leute, die auch am Alter arm sind. Und da wird gesagt, mit der Armut, also die Altersarmut, das zu Lützeburg relativ niedrig. Was wollen wir? Dass es mir heiß geht. Und darunter schaffen wir. Wir sind gut am Gang, darum zu schaffen. Sie hat sich an den letzten 10 Jahren verdurbelt. Und klingt bald, wie wenn es der Büt wäre, sie zu heißen. Wie wenn es ein Argument wäre, für drunter zu gehen. Wie sie so, wir müssen ein bisschen Rente machen, weil wir haben nicht viel Arme am Alter. Und dafür kurz für die Realitäten zu suchen,
Moyennas bei 3.600 €, just Lützebäuer, du sind wir nicht bei den Reichen, au contraire, für erst in Indiz gehen 8.500 € Rand am Regime General hun, sage und schreibe 0,04% von der Leute. An 10.000 geht es gar nicht. Dafür den Mythos einfach auch mal kurz aber angeschaut, weil es steht da so ein bisschen, dass die Argumente da noch viel Brot gehen, für den Jungen noch zu machen, wie wenn wir wirklich ganz dringend müssten agieren. Und wie gesagt, die letzte Reform hat die Jungen extrem getroffen. Und auch da erwarten wir, dass Rektifikationen kommen und dass man da Verbesserungen kriegen, weil sonst immer extrem Verluste auf den Renten. Auch zu so, das System ist nämlich tragbar, wir rennen wieder an die Rentemauer, aber die kennen als Position dazu, die Rentemauer, die kriegen wir gemalt hinter, ich weiß nicht, wie viele Jahren, das nie angetroffen, gell, das nie angetroffen. All die Prävisionen waren nicht richtig. Wir sind der Meinung, das gibt keinen Sinn, bis 2070 zu gucken. Es gibt absolut gut keine Berechtigung. Wir wissen nicht, was moi ist. Wir leben in einer Welt, wo so viel passiert. Wir haben nicht gemerkt, an den letzten 5 Jahren, wie unrealistisch das ist, so Langzeitprojektionen zu machen. Aber sogar, wenn man nicht mehr geht, wir haben eine Reserve von 27 Milliarden €. Auch das geht ein bisschen gemerkt, wie wenn das unantastbar wäre. Allein mit denen Milliarden € könnt mir 4,5 Jahre überleben, ohne dass irgendeiner weiter kotisiert. Also für auch mal ein bisschen dort kaufen, Eis tun und zu sagen, okay, wir brauchen Haut nicht drastisch zu schießen an die Leute Pensionen zu gehen. Aber wenn wir da müssen, also System perenisieren, aber wenn es irgendwann nicht mehr durchgeht finanziell, dann muss man mehr Finanzen. Für mehr Rezepte sorgen. Und du hast den OGBL und zusammen mit dem LCGB eine ganze Reihe Pisten, die wir werden an kürzester Zeit auch publik machen an der besten Rolle. Aber ihr merkt, Kollektivverträge, Pensionen, es geht um was herrscht. Wir sind bereit, wir sind präpariert für uns zu wehren. Wir haben da eben auf ganz vielen anderen Niveauen, auf einem kleinen Niveau, dann an den Sektoren, an den Entreprisen auch gespielt. An einem letzten politischen großen Dossier, da hat man just kurz darüber anzugehen, als die von den Grenzgängern, die so oft leider noch immer politisch benötigt. Wir haben am Moment konkrete Fall bei den deutschen Grenzgängern, die wisst, wo wir die schwätzen, da Besteuerung von den Überstunden. Weil Lützeburg die Überstunden nicht besteuert, müssen deutsche Grenzgänger dann an Deutschland hier Überstunden besteuert kriegen. Das so, dass mir ganz viele interveniert sind an den deutschen Grenzgänger, den haut doch nicht mit einer Überstunde möchte, die muss so an Deutschland eine Steuererklärung machen, für die Überstunde zu deklarieren. An mir haben darauf hin ganz sehr reagiert, da beim Finanzminister interveniert, auch an Deutschland interveniert. Und wir haben dank dem Druck dann noch vom OGBL fertig gebracht, dass agiert genau, sondern die Gilroth hat das annonciert, wir haben das Projekt de loi auch doleihen, das kennt lo Steuerkredit. Die soll dann die Grenzgänger helfen, die mehr Steuerlast kompensieren. Das Problem ist, wo man den Text Fehler haben, wo man den Montant Fehler haben, das geht nicht durch. Bei weitem nicht durch. Und das führt dazu, dass wir auf viele Sektoren, wo wir angewiesen sind auf Main-d'œuvre frontalière, wo wir wissen, wenn die nicht Überstunden wollen machen, dann sind wir und das tun wir ja bei Covid gemerkt, dann noch tun und nach, wir wissen ja, wo wir schwätzen, dann haben wir ein sacré Problem an der Ökonomie zu Lützeburg. Dafür appellieren wir als Regierung, wenn es gibt, überdenkt die Rechnung nach einkehr. Was haben sie gemacht? Sie haben all die Grenzgänger geholt, an all die Überstunden, die gelegt gehen, an einen Moyen gerechnet, von einem Plafond von 700 €, die ihn als Steuerkredit kann holen. Ja, also da war so, dass ganz viele Leute keine Überstunden machen, oder man es deklariert, aber bon, Parenthese ob to. Und all die Leute, die mehr wie Moyen machen, die sind nicht mehr couvriert von dem, also die kriegen da nicht genug ran über den Steuerkredit für die mehr Belastung zu kompensieren. Und das geht bis an Tausenden Euro und das so, dass man da bei einem Durchschnitt Überstunden, die gelegt gehen, schon kann so, dass nämlich nach 35% von der Steuerlast über den Kreditimpo kompensiert kriegen.
geht also schon nicht mehr durch für den durchschnittlich viel Überstunden legt, die Plafond von den 700 Euro. Das geht nur ein Problem. Und wir werden, also wir haben noch weitere Kurier und den Gilles Roth gemäht, wir werden noch da noch intervenieren, dass da nur gebessert wird. Und das Problem ist auch noch, das Sujet wird auch auf französische Grenzgänger zukommen, wie wir wissen. So dass auch da mal eine Situation, also die Kreditimpôt für die Grenzgänger wird auch, die gilt für alle Grenzgänger, egal als Menge von den Ländern, aber die Probleme wird dann auch da in all den anderen Ländern stattfinden und nicht durchgehen als Kreditimpôt. Das vielleicht nicht so ein Dossier, wo Gidre betrifft, mir die wisst, dass mir wirklich immer als Ersatz gegen all die Inegalität de Traitement an Hummer ein, die flagrant ist, nicht den von Teletravail, von der Bourse-d'études, von Kannergeld, von der Besteuerung an der Kotisation sozial und so weiter. Dafür müssen wir auch viel warnen, so kann man nicht umgehen mit diesen Arbeitskolleginnen und Kollegen, die alltag müssen nicht Grenz voran. Und so gesehen, als viel zu denen, ja, du pain sur la planche, und da tun wir dann schon nicht gesagt, auch schon an den einzelnen Sektoren gespürt, und wir sind heute durch einen ganz langen Löschgang, wo ich so, wir machen das nicht, weil das ist zu viel. An allen einzelnen Sektoren wird es eine Kommunique machen und weiter nach Druck machen. Alle hat man just hier 2-3 krass Beispiele für zu hören, dann den Dossier von Liberty Steel. Der Stefano Raujo, den hier sitzt, ist zuständig für den Betrieb Liberty Steel für Amogebel, aber dann noch weiter froh dazu, dass er auch disponibel hier noch. Das ist einfach just wirklich ein Trauerspiel, was da passiert. Sind da 2 Uhr, wird nicht mehr produziert. Und sind da 2 Uhr, leben dort beschäftigt an einer dachtäglichen Angst, was das macht. Und einen Arbeitsplatz, kein Schnenkpai. Sie wollen just schaffen. Sie wollen nicht arbeiten, wie ihre Arbeit nur gehen, und können das nicht machen. Zum Teil aus politischen Gründen, Stefan hat mir gesagt, 4 Arbeitsministerinnen, 3 Ökonomieministerinnen haben wir schon damit befasst. Europäische Kommission, Juncker, von der Leyen 1, dann 2, sind damit befasst gehen, aber wir haben immer noch keine Lösung für das Werk. Lieber die Stil von Dietlinger, wir wollen eigentlich Schluss, dass repreneur können, die Aktivität abgreift und die Leute können weiter beschäftigt gehen an hier Arbeit machen. Und am August haben wir dann im Moment wirklich gefährt Pai gehen, wir bezahlt, da sind sie mal 3 Wochen Verspätung bezahlt gehen. Ja, das ist ja lokal leben. Was machen wir da? All Monat muss man hoffen, kennt ein Pai oder nicht. Dafür auch da, ich nenne die Beispiele, mich so nicht, sind da wirklich viel schlimme Situationen. Stellvertretend doch für das, was im Industriesektor zu Lützeburg passiert. Wir können das nicht einfach bar aufgehen lassen. Wir müssen, das ist schon viel zu viel Zeit verloren gegangen, aber wir brauchen politisch Initiative für starken Industriestandort doch zu Lützeburg, für dass die Betriebe weiter funktionieren, für dass die Leute weiter beschäftigt bleiben. Den zweiten Dossier, den ich kurz muss aufhören, wir werden aber, der wird sicher noch davon hören, also ein Industriebetrieb, und zwar Eurofoil. An Eurofoil hat schon eine lange Geschichte mit uns zu summen. Ich nenne kurz, du als Kollegin Milena Steinmetzer zuständig für den Dossier, das hat leider krankheitshalber entschuldigt, aber wird sicher auch noch kommunizieren und sie, alle gute Kollegen aus dem Sektor, weil hier ist ein klassisches Beispiel von einem internationalen Konzern, den heute zu Lützeburger Betrieb hat, Eurofoil, an der sieht, du hast einen starken Kollektivvertrag, das ist ein guter Kollektivvertrag, den über Jahren abgebaut gehen, von Generationen, von Leuten, die gekämpft haben dafür, und den Haut sieht, ich will den Kollektivvertrag nicht mehr. Der stört mich. An den Kollektivvertragsverhandlungen just will Verschlechterungen. Wir können das nicht schreiben, was sie da wollen, weil am Anfang wollen sie, dass alles das, was die Akien am Kollektivvertrag sehen, reicht nur 10 Jahre Ancienität für Salarié wirken. Und da wollen sie am Anfang dann von der CCT. Was sind wir dann gezwungen? Wir sind gezwungen, auf die Schlichtung zu gehen am Dossier, weil Verhandlungen aufgelaufen sind, und wir können das ja nicht schreiben. Das geht ja nicht. Wir können ja nicht die Errungenschaften von den Leuten, wir sind ganz bescheiden und haben keine großen Forderungen gestellt, aber wir wollen das haben, was wir haben, und die Patron sagt, nö. Das heißt, wir gehen auf die Schlichtung, wir gehen gezwungen an die Sozialkonflikte, und das ist ein bisschen Stimmungsbild, was ich weisen, dass wir auf so vielen Dossiers
rausgefordert wir müssen Sozialkonflikte zu treten, die mir nicht gewählt tun, weil am Anfang Attacken über alle Niveauen Gesicht gehen. An Europol also ganz gut Beispiel dafür, wie wichtig das mehr stark Gesetz und Kollektivverträge. Das kann er nicht sehen, weil wenn es so einfach geht, für Patron zu sagen, ich will den Kollektivvertrag nicht mehr, dann gehen schon los. Ja, dann beweist das ja just, dass als Gesetzgebung, also Code du Travail, nicht stark genug ist, für uns zu protegieren und als Kader zu behalten immerhin. Und dafür erwähne ich das Beispiel, die gehen auf die Schlichtung, du wirst bestimmt nach von uns hören, weil das geht nur nach 16 Wochen, so ist der gesetzliche Delay, Streitereien an der Hoffnung, dass man zu einem raisonnablen Akkord kommen und an die Direktion, du allein da sieht, das gut, nicht einfach alles so wasch. Ich gehe schon zu weit an dem Dossier, dafür herrn ich noch ab, an die letzten Dossier, und das kein Geheimnis mehr, muss ich aber wohl dazu verlegen. Natürlich wird dieser Nationalvorstand sich auch mit dem Caritas-Dossier beschäftigt. Du fährst das Mal auch an der Pressekonferenz dabei, die kennt ihr mittlerweile, alle Gute ganz gut, hin an seine ganze Equipe vom Syndikat Santé zum Tazwiment mit dem Dossier überholt gehen. Und wir sind heute in einer Situation, die wirklich inakzeptabel ist. Ich gehe nicht darüber, weil so viel dazu gesagt gehen, was passiert da an den letzten Stunden, an die ich bei Caritas, bei der Hut. Mir so just an der Tumor de Moyen am Konsens, an der Unanimität am Komitee National festgehalten. Das geht nicht. Das geht nicht, was den Herr Frieden an den Kollegen von PricewaterhouseCoopers bei Hut en place gesagt haben, dass das ein Modell, den zu Lützeburg nicht gefunden wird. Wenn sie als wollen sagen, dass dort die neue Methode vom Sozialdialog, vom Respekt von den Mitarbeitern, von den Leuten, die du jahrelang hier Arbeit gemacht haben, am guten Gewissen, die sich da angesagt haben für die Schweizer Gesellschaft. Wenn sie als wollen sagen, dass du hast eine Methode, wie wir mit dem Arbeitsrecht zu Lützeburg umgehen, und einfach illegal vorgehen, dann müssen sie mal das Antwort rechnen. Und das du hast nicht den Anfang beim Dossier Caritas. Wir lassen das nicht so. Wir wären als du gehen, was du passiert ist, sowohl juristisch wie gewerkschaftlich. Wir machen einen Appell und den Herr Frieden, den Hut en place gesagt hat, den Haut für Hut steht, das sind direkt soll redressieren, was hier passiert ist in den letzten Stunden. Die hat alles machen. Die wirst die Chantage, die gemacht hast mit den 350 Beschäftigten, dass die Humisten da Surplasen schreiben, nicht von dir von den Kontrakt überprüfen lassen. Die wirst Methode, wo praktiziert sind an den letzten Stunden. Die wirst den extremen Druck, den du auf den Leuten herrscht. Man haut nicht mit den Detail dazu. Mir zähle ich als Fazit. So nicht. So ist nicht das Modell, wie wir zu Lützeburg funktionieren. Und wir haben alle guten jahrelange Gewerkschaftserfahrung. Und ich kann nicht so, so an den Sektoren, wo Großkapital auf Lützeburg können, mit solchen Methoden als andere Länder als Versicherheit zu imposieren, haben wir das noch nicht erlebt. Hier geht, das habe ich mal gesagt, Herz und Seele vom sozialen Sektor ausgehebelt vom Herrn Frieden. Und das lassen wir nicht so. Dann haben sie nicht mit der Antwort vom sozialen Sektor gerechnet, dass der Sektor stark mobilisierbar ist, und am OGBL insgesamt, dazu können wir alle gut, so und wirklich, wir sind alle gute Betraf nicht akzeptieren, was passiert. Das Leute, die einfach über die Gesetze stehen, das geht nicht. Wir haben einen Arbeitsrecht und das muss respektiert gehen. Du hast einen Transfer d'Entreprise, das müssen korrekt als Transfer d'Entreprise behandelt gehen, das ist nicht passiert. Und das wird man nicht zulassen. Auch dazu also so vieles zu so, wir sind, also das ist so ein Dossier, wo wir alle Minuten neue Entwicklungen haben. Das mal nicht den Lohn konfrontiert, jemand Leute, die gestern nicht geschrieben haben, also wegen Grund auch immer, und die Lohn nicht auf die Arbeitsplätze losgehen. Die du verreckt, 400 dir stehen, von Guardian gesagt kriegen, du brauchst schon mehr heranzugehen. Sie mir nur gezwungen, du mit dir wie strafiert zu gehen, für dass die Leute weiter können schaffen gehen. Das ist nämlich ein Drops vom Phasen, ein Spitz, wo Eisbär, und das ist so schlimm, dass ihn eigentlich kein Wirde hört dafür, und ich habe gesagt, so schockiert, wie mal alle gute Waren über diese 6 Millionen, so surreal wie der dann 4, so grotesk, wo ich das ist zu groß, ich verstehe nicht, kann nicht sehen, aber genauso grotesk ist das, was Teilo gerade passiert mit den Leuten. Das ist wirklich nicht akzeptabel. Und in dem Sinn, sie wollten als vielleicht Rosemann, aber sie haben nicht erreicht.
wir sind Rosen, wir akzeptieren das nicht, wir lassen das nicht mal das machen, die Methoden du wird meist du gehen fahren und dafür sind wir pratt, wir haben ein Jacket an das Handel pratt, was muss sehen, und dafür haut wirklich den letzten Appell, redressiert das, was nicht schläft. Schon viel über den Premierminister geschwart, weil die wüsste, dass Handy war, den gesucht hat, Gidriget gerat, und ich rufe Hut an Stall, PVC-Stichtannen drohen, Methoden, die sie vielleicht an ihrer Bildo praktizieren. Wir haben aber auch eine absolute Abwesenheit von Arbeitsminister. Während ganz Lützeburg darüber geschwart hat, was da passiert, also ein Arbeitsminister nicht da. Hummer heieren zu dem Sujet für was wir Arbeitskontrakte die illegal sind, für was wir keine Transferentreprise die illegal ist, keine Aussagen von einem Arbeitsminister an. Ganz schlimm auch für uns, wo wir absolut gar nicht verstehen, ist eine Gewerbeinspektion. Gestern, den Tag, wo ihr dann die Idee war für die Dinnerschrift, bis 16 Uhr, haben wir nichts von einer Gewerbeinspektion. Jeder hat darüber geschwart. Politiker, Zivilgesellschaft, GBL, überall ist darüber geschwart, kein Pressebericht. Jeder war ja empört. Jeder wusste, dass die Leute, die gehen an einem Saal, empfangen, kriegen so, du unterschreibst lo, da hast keinen Platz mehr. Und wenn du heim mit dem Kontrakt willst rausgehen, dann hast du dir und dann hast du gar nichts mehr. Aber eine Gewerbeinspektion, absent von der Bildfläche. Und auch da, unverständlich für uns, absolut inakzeptabel auf der ganzen Linie. Und die wisst, dass man da empört sind drüber, dass man schon viel gesagt hat dazu. Ich kann nicht just verraten, das ist nicht fertig, es geht recht mit dem Dossier. Voilà, aber das meine ich da, wie gesagt, für weiter froh. Ich gucke, denke meinen Kollegen Hai von der Geschäftsführung. Ja, es waren noch viel Dossier, öffentlichen Dienst, haben wir auch viel Probleme auf viele Plätzen, aber das ist zu viel. So ist es so, es gibt zu viel. Wenn ich nach der alle gut durchschaue, dann sind wir eine Stunde hier im Gang. Ich gucke, es ist noch etwas, was den muss so, wo ich vergesse, wo aber unbedingt muss gesagt gehen. Gut, dann mache ich mal einen Punkt. Sorry, so nicht, merci, aber ja, wir sind da.